Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. So, in der letzten Episode habe ich ja nochmal am Ende die Spur gesucht. Nicht, dass ich die jetzt nochmal ganz neu hätte suchen müssen. Aber ich denke, wir sind hier schon irgendwie richtig. Ja, vor allem hier der Herr ohne Gesicht ist hier richtig, der hier die mexikanische Tätowierung abkriegt hat. Und dabei noch eisern dieses Vigor festhält. Okay. Geht's hier weiter, oder? Ja. Okay. Irgendwie scheinen diese Geistererscheinungen von Lady Comstock Parcel zu sprechen oder so. Irgendwie klingt es, wie wenn Voldemort mit Schlange spricht. Dann müssen wir anscheinend hier. Vermute ich jetzt einfach mal. Ja, die Gründe sollen mal wieder bluten. Yes, dass die Elisabeth hat einen größeren Reizhuster als ich. Obwohl ich rach. Hier waren wir ja noch gar nicht. Seltsam. Was? Ich glaube, da drüben ist ein Lockpick. Ja, das glaubst, aber... Ah, okay, du wächst sogar. Okay. Ja, das war bei all diesem, was ist optional, was ist nicht optional, bin ich hier gar nicht reinmarschiert vor lauter Arg. 3 Lockpicks, komm her. So, sehr schön. Irgendwann müsst ihr echt mal das super Schloss kommen, was irgendwie so 30 Lockpicks braucht. Geldbörse, Buch nehmen. Wo wohl die Chiffre ist? Finde den Vox-Code. Ja, da wäre ich mal lieber hingegangen, ne? Hier wäre es wahrscheinlich wesentlich schwierig herauszufinden, wo hier der Code ist. Irgendwo muss ein Vox-Chiffre sein. Irgendwo muss irgendjemand was an die Wand geschmiert haben. Das Übersetzungsbuch Hämmer auf jeden Fall. So. Tja, das ist aber optional. Ich weiß auch nicht, ob ich es das mal hinkriege, das Optionale zu finden, ganz ehrlich. Aber es muss ja hier irgendwo in Emporia sein. Ja, Parcel schickt uns mal wieder bis hier. Und schauen wir mal. Ah, wahrscheinlich in die Bank, oder? Weil du nix war. Wow! Alter! Wo kamen dann die auf einmal her? Wow. Alter Falter. So. Was war? Fireman? Hier. Dankeschön. Alter. Und das mal ohne stärker zu zielen. Ich bin stolz auf mich irgendwie. Da hat nochmal Lockpick bei sich. Das ist immer sehr gut. Ja, irgendwie bin ich tatsächlich stolz auf mich, dass ich das alles mit dem Revolver gelöst habe. Hui. Aber ich war mit der Vermutung richtig, dass es in die Bank reingeht. Nett. Ja, Zuckerwatte von Leiche nehme ich immer am liebsten. Die schmeckt immer am besten. Was kann dieser Ort mit meiner Mutter zu tun haben? Ach jo, ein bisschen Geld. Hey, hör auf. Hör auf, hier in Schlangensprache rumzuzittern. Lady Totstock. Bananen schmecken auch immer am besten, wenn sie irgendwelche Tote abgenommen werden. So wie Geld von Tote auch immer das Beste ist. Ja, dankeschön. Nenn mich Booker. So. Hör auf. Wie eklig die spricht. Ach, Gestöhngeräusche. Hier gibt's nichts zu stöhnen. War das also Salvengeschütz? Ich habe Silbergeschütz gelesen. Yes, das leid. Als soll ich mal Les- und Schreibkenntnisse mal ein bisschen überprüfen, wie es aussieht. Ah, jetzt ist hier auf reizend. Ach ja, genau. Komm, wir gehen in den Aufzug mit Fussellicht. Da wird bestimmt nichts Gruseliges passieren. Ich habe mich ja gar nicht so tot verschrocken, als die ganze Vox Populi-Idiote vor mir standen plötzlich. Ja, genau. Ja, komm, verlass mal noch den Bereich. So ist es lustig. So muss das sein. Haupthalle der Bank des Propheten. Jetzt habe ich den Text im Ladebildschirm leider verpasst.
Oh Mann. Ja, räucher den aus, genau, komm. Wenn ihr sowieso nichts anderes zu tun. Ach, leck mich doch am Säckel. So, schieß nur die anderen Leute tot. Ich habe gerade keinen Bock mehr auf dich. So, du bist jetzt auch meiner. So, und dann kann der Idiot sich selber umbringen, wenn er die anderen niedergemacht hat. So. Okay, der ist wieder so weit, dass er sich selber umbringt. Scheucht das Schweinchen raus? Geht's noch? Ja, der wäre ja fast bis zu mir durchkommen. Ja, ist in Ordnung, Elisabeth. Oh. Ah, dankeschön. So, dem habe ich das Bär weggeschossen. Ein Bauchschuss und ein Kopfschuss. Spinne Musik und die Sache ist beendet. Okay, da renne ich irgendwo nur ins Leere rein. Hier ist zufällig ein bisschen Salz. Aber Shiny Bank ist es definitiv sehr schick. Schade, dass heutige Banken nämlich so edle Halle sind, wobei das eigentlich schon fast ein Tempel für den schnöden Mammon ist. Wenn eine Bank so ein bisschen wie so ein griechischer oder ein römischer Tempel aufgebaut ist, wie so ein Podiumstempel aufgebaut ist es irgendwie wirklich, als würde man hier am Altar dem schnöden Mammon opfern, also König Geld sozusagen. Dem edlen Plutos. Gibt noch bestimmte andere Formulierungen, um Geld als Dämon oder als Person zu verkörpern. So. In dem Fall ist Mammon, der Dämon, und Plutos eigentlich eher eine höhere Gestalt, fast Gott. In Dantes Inferno kommen, glaube ich, beide vor. Und Plutos ist so, glaube ich, der Aufseher von denen, die in dem Höllekreis landen, wo die ganze Geizige und die ganze Geldverschwender hinkommen. 50% von allem, was die Leute verdienen, geht als Steuer an Comstock. Alter. Ich glaube, ich sollte auch Prophet werden. Ja. 50%ige Steuer ist heftig. Okay, hier haben wir noch einen Schreibtisch. Hier ist noch irgendeine Waffe, die wir nicht gebrauchen können. 55 Silver Eagle und 88 Silver Eagle. Hier ist noch Geld. Und hier ist noch eine Münze. So. Elisabeth findet doch bestimmt auch gleich wieder was. Na, so. Wir hatten es doch. So, komm. Auf was für Tricks ich hier zurückgreifen muss, um Eins in die Münze zu kriegen. Kannst du das öffnen? Mal Natürlich. schauen. Natürlich kriegt ihr das auf. Fertig. 102 Silver Eagle, aber dafür habe ich ja nur einen Lockpick gebraucht. Hier sind die Kasse natürlich absolut gefüllt. So, geh mal bitte weg, Mädel. Sonst muss ich unter der Kleid greifen, um die Silbermünze zu holen. MG-Munition, Silver Eagles, ein einzelner. Ja, ich habe auch immer Maschinengewehr oder Repetierer-Munition in meiner Registrierkasse drin. Das ist ja logisch, das gehört zum guten Ton. So, hier waren, ja genau, nur so ein Krusch drin. Das war's dann hier. Okay. Wir hinterlassen natürlich keine blutige Abdrücke, wenn wir hier im frischen Blut rumgehen. Das finde ich logisch. So, oder? Nö, alles noch schneeweiß hier. Und was gibt's hier? Nix. Ich lege auch immer Birne in die Registrierkasse. So ist es ja nicht. Man muss ja auch was davor haben, ne? Dass man hier die ganze Tag an der Kasse sitzt. Lockpick gibt's noch. Hier gibt's auch noch. Für die Kasse. Huch. Dankeschön. Hier haben wir auch noch ein bisschen was.
Tja, ich würde mal sagen, unser Banküberfall hat sich hier durchaus gelohnt bisher. Also rein an Geld macht es das definitiv wieder wett. Den ganzen Aufwand. Und wir können uns bestimmt ein paar schöne Sachen kaufen an der Automate, wenn wir dann das ganze Geld hier hin, das wir aus der Bank holen konnten. Schießeisen mit Munition. Okay. Okay. Dann hätten wir alles hier geplündert. Dann geht's jetzt hier durch den fette, riesige Tresor. Die Fußspuren scheinen zum Tresor zu führen. Naja, die führen erstmal in den Nebenraumbucker. Also, weiß ja auch nicht, aber so clever ist der jetzt auch nicht irgendwie, wenn er das nicht sieht. Naja, egal. So. Gucken wir doch erstmal hier rein, wo die Fußabdrücke nicht hinführen. So, hier war nämlich irgend so ein kleiner Raum noch. Und 3 Lockpicks. Nehmen wir doch auch liebend gern A. Ich würde jetzt echt lachen, wenn irgendwo das Vox Populi Chiffre hier in der Bank ist. Und ich nur durch Zufall vorher noch das Buch gefunden hätte. So. Okay, da geht's nirgendwo lang. Bevor wir durchstürmen. Nett. Oh Mann. Dass der dritte Riss jetzt wirklich mit so viel Aufriss verbunden ist, Wortspiel, finde ich auch irgendwie etwas skurril. Und das gerade in der Bank. Alter, was eine gruselige Familie. Da hätten wir hier noch Plündererweste. In 40% aller Fälle lassen Gegner Munition fallen, wenn sie sterben. Ja, ich nehme es nur mit. Genau, 3 Lockpicks, nochmal cool. Alter, creepy. Extrem unangenehm. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Hier auch nicht. Oh, da hat er Ananas dabei gehabt, als er gestorben ist. Das ist auch irgendwie etwas verstörend. Ich weiß auch nicht, warum jemand einfach Ananas bei sich haben soll. So ein Banker vor allem. Na egal, nehmen wir erstmal das Geld, was hier auf dem Boden liegt. Also wie gesagt, das finde ich schon etwas creepy. So ein Banker, der hier unterwegs war, geschafft hat und hat einfach Ananas bei sich in der Hosentasche gehabt. Das sollte auch irgendwie nicht das sein, was die Leute bei mir finden, wenn ich tot bin und jemand findet mein Leich. Ja, hier wurde jemand offensichtlich ganz ekelhaft exekutiert. Der gute Horder. Also mal sehen. Tippe 3 Buchstaben für Stimme. 3 Buchstaben? V-O-X. Los, die Schreibmaschine. Aber erst einmal können wir hier nicht das Zeug uns nehmen. Okay, gib den Code ein. Sag jetzt nicht, dass das optionaler Gedöns war mit dem Buch, was ich gehabt habe. Sag jetzt nicht, dass das wirklich das optionale Vox-Versteck war mit Chiffre. Wenn ja, ziemlich lustig. Burst Gun. Achso, was ist das Ding hier? Ne, dann mag ich der Revolver. Ich wollte eigentlich gucken, was das hier ist. Schrank. Ja, Voxophon, hören wir an, was Lady Comstock sagt. Ich weiß, der Prophet ist ein Lügner. Aber das kann nicht sein. Ich weiß, der Prophet ist ein Mörder. Aber das kann nicht sein. Denn wenn die Zukunft nur in der Vorstellung Gottes existiert, wie kann er sie solch einem Monster offenbaren? So, ich will aber nicht diese Burst Gun, ich will das Ding hier haben. Und dann wird es Zeit für Gesundheit maximal. Ich fühle mich schon besser. Das glaube ich. Hier hätten wir noch einen Silberbarren und einen Goldbarren. Sehr schön. Ansonsten ist hier noch eine Tasche, die ich aber irgendwie nicht nehmen kann. Locksmith. Ach, habe ich mal... Etwas Geld. Ich scheine wohl mein Maximum an Lockpicks mit 30 erreicht zu haben. Deswegen kann ich sowohl diese Tasche als auch hier das Gerät nicht nehmen. Schade. Schade drum. Aber ich scheine tatsächlich diese
diesen Vox-Code gemacht zu haben. Das war wohl tatsächlich hier. Wohl wieder Vox-Versteck gefunden. Also manchmal habe ich echt mehr Glück als Verstand. Das gibt's als gar nicht. Durch Zufall in der letzten Episode nochmal auf den Raum gestolpert, den ich vergessen habe. Und dann hier auch noch direkt ins Vox-Versteck reingestolpert. Weil woanders kann ich mir nicht vorstellen, dass er diese Informationen herhaben könnte mit gib 3 Buchstaben für Stimme ein. Der Herr Krähenmann. Herr Krähenmann. Na, kann er hier? Herr Krähenmann? Hab ihn doch hier eindeutig gesehen. Ah, da ist er doch. Krähibus. Drama Queen mal wieder. Der zeigt sich nicht. Na gut. Und hier? Ups. Ah, das war sie nur wieder. Erschreckt mich doch nicht so, Mädel. Hier geht's nicht weiter. Sackgasse. Krähenmann, Krähenmann, kann was immer eine Krähe kann. Wo ist er dann? Zu den Waffen, Brüder! Ja. Ach, das seid ihr ihr Kasper. Okay, das war ein Headshot aus der Hüfte raus. Noch einer. War's das? Boah. Der lädt ja noch wie ein Profi derzeit. Scharfschütze, da drüben! Wo, da drüben? Aha, okay. Das kann ich auch. Das kann ich auch, Ellie. Pff, wo schießt dann der hier, der Knetkopf? Alle hopp, machen wir das auch so. So. Gut. So viel dazu. Die Salze nehme ich auch gern. Trotzdem fehlt mir irgendwie der Krähenmann. Der war hier nicht dabei. Hier waren nur irgendwelche Vox-Handlanger. Schon längst alle hier über den Haufen geschossen. Und ja. Dann habe ich hier mit dem Kopfschuss bedacht. Oh. Der hat auch keinen Kopf mehr. Der hat noch einer. Ah, dann habe ich leider nicht mit dem Kopfschuss erwischt. 75 Silber-Igel. Mein Lieblingssilber. Ich habe Geld gefunden. Ja, das nehme ich auch gern. Dankeschön. Und hier sind nochmal 27 Silber-Igel. Ja, ich archiviere auch immer Munition. Das ist auch sehr sinnvoll aus archivarischer Seite. Und aus administrativer Seite. Man sollte seine Munition immer in Aktenschränke verwalten. Sehr wichtig. So. 10 Münze auch noch. Nix. Wundert mich aber trotzdem, dass es hier nur Münze gibt und Geldscheine. Auf der anderen Seite finde ich, irgendwie sind Münze edler als Geld. Man hat einfach was in der Hand. Man hat einfach einen feste Metallwert und nicht dieses billige Stück Papier, was selber extrem billig hergestellt wird. Von daher, es ist doch schon etwas edler, wenn man so richtig schönes Münzgeld parat hat. So, dann geht's wohl hier weiter. Boah, gerade sagen, horcht die hier am Aktenschrank? Also so viel wird sie wahrscheinlich nicht hören können, wenn sie dann im Aktenschrank ist. Wenn ja, dann wird es mich etwas wunderer. Bank des Propheten 1894 etabliert. Ah, Herr Krähenmann. Da muss er doch irgendwo hier wieder sein. Immer. Geld brauchen wir immer. Okay. Da ist unser Riss. Sehr schön. Und der Herr Krähenmann bewachten anscheinend. Ja gut. Aber unsere Zeit ist eigentlich auch schon wieder kummer, ihr liebe Leid. Deswegen, den ich gerade sage, dass ich mich hier in dem Raum noch ein bisschen umgucke und dann meinen Cut mache. Ich denke, das wäre nämlich sinnvollste. Ich versuche jetzt wirklich auch wieder auf die 20-Minuten-Grenze zu kommen. Eigentlich überziehe ich nur, wenn ich wirklich einen sauberen Abschluss haben will.
Und in dem Fall habe ich jetzt wahrscheinlich auch schon ein klein bisschen überzogen, aber ich will es einfach nicht... Will's einfach nicht zu arg machen. Das mag alles sein, weil unser Limit für Lockpicks ist erreicht, Elizabeth. Ich glaube, das habe ich selber schon festgestellt. Deswegen wird es wohl eher nichts mehr. Da haben wir noch eine neue Ausrüstung. Neue Hosen, spektraler Handlanger. Das Fallenlassen einer Waffe erzeugt ein paar Sekunden lang einen geisterhaften Verbündeten. Nö, da ich jemand bin, der seine Waffe fest im Griff hat, ist das für mich relativ sinnfrei. Ja, Ananas tut sich auch immer gut in den Schränke. Naja, wie gesagt, ihr liebe Leute, ich würde mal sagen, hier folgt jetzt mein Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig, wo wir uns den dritten Riss dann mal reinziehen werden. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.